Destiny. Dieses Tibet diese Woche eine wöchentliche Nachrichtenausgabe über Tibet, seine Heiligkeit den Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Zunächst die heutigen Schlagzeilen. Seine Heiligkeit der Dalai Lama segnet Kloster und Dharma-Zentrum in Ladakh. Sejong setzt offizielle Reise in Zentralindien fort. Tibetische Zentralverwaltung weist Chinas Anspruch auf die Wahl des nächsten Dalai Lama zurück. Tibetische Zentralverwaltung kondoliert zum Tod des ehemaligen Leiters der Rashtra Sevika Samiti. Tibet-Museum beendet Wanderausstellung Jahr der Barmherzigkeit in Ladakh. Wöchentlicher Rückblick auf die Feierlichkeiten zum Jahr der Barmherzigkeit. Am vergangenen Sonntag legte seine Heiligkeit der Dalai Lama den Grundstein für den Wiederaufbau des alten Jokhang in Leh, Ladakh. Als er über den schlechten Zustand der Kapelle aufgrund von Regen und Überschwemmungen als Grund für den Wiederaufbau informiert wurde, erklärte seine Heiligkeit, dass dies ein Glücksfall sein könnte und sprach über die Tibeter, die nach der Besetzung Tibets, einem Land des freien Willens, in dem der Buddhismus seinen Ursprung hat, nach Indien ins Exil geflohen ist. Auszug aus Kundü. Tibet wurde jahrhundertelang von der Dalai-Lama-Linie regiert, aber während meiner Zeit besetzte China Tibet gewaltsam und wir flohen ins freie Indien, was für uns ein Segen war. Wir flohen in ein Land, in dem der Buddhismus seinen Ursprung hat und bedeutende buddhistische Gelehrte zu seiner Blüte beitrugen. Solange ich lebe, also über 130 Jahre, werde ich mich weiterhin dafür einsetzen, Buddhas Lehren in der ganzen Welt zu verbreiten. Wenn man einen Tempel wieder aufbaut, bedeutet ein leerer Raum nicht viel. Entscheidend ist, die klassischen Texte zu studieren. Ich werde dafür beten, dass der Tempel zu einem Zentrum für dialektische Debatten und philosophische Abhandlungen wird. Anschließend besuchte seine Heiligkeit auf Wunsch der Ladakh Gompa Association das Ladakh Dharma Center in Chuklamsar. Dort sprach seine Heiligkeit weiter über die Bedeutung des Studiums der buddhistischen Philosophie. Seine Heiligkeit hob die Nonnen hervor, die während des großen Gebetsfestes an der dialektischen Debatte teilnahmen, als eine neue Entwicklung und ermutigte Mönche, Nonnen und Laien, Philosophie zu studieren. Sejong Bemba-Tsering von der tibetischen Zentralverwaltung setzt seine offiziellen Verpflichtungen in Zentralindien fort und besuchte diese Woche Tibeter in Odisha, Menpat und Varanasi. Baden Thöndup, Sekretär des Innenministeriums der tibetischen Exilregierung, begleitete Sejong auf dieser Reise. Diese Woche nahm Sejong an der 15. Generalversammlung der Tibetan Women's Association teil, inspizierte und weihte die laufenden Projekte zur Wiederherstellung kompakter Gemeinschaften ein, besuchte Klöster, Haushalte und regionale Kooperationszentren, Schulen, Altenheime und medizinische Versorgungszentren. Sejong wird voraussichtlich noch heute Abend nach Nainital aufbrechen. Sejong Bemba-Tsering und der Sprecher der tibetischen Zentralverwaltung Denzil Lekshe haben Chinas Anspruch auf den Reinkarnationsprozess seiner Heiligkeit des Dalai Lama entschieden zurückgewiesen. Der Anspruch wurde Berichten zufolge vom Vorsitzenden der sogenannten Autonomen Region Tibet während einer Pressekonferenz des Informationsbüros des Staatsrats am Dienstag in Peking erhoben. Auf eine Frage zu diesem Thema antwortete der Vorsitzende der sogenannten Autonomen Region Tibet, dass die Volksrepublik China die letztendliche Legitimität über den Reinkarnationsprozess seiner Heiligkeit des Dalai Lama habe und dass es niemals Sache seiner Heiligkeit gewesen sei, selbst darüber zu entscheiden. In einer Gegendarstellung bezeichnete Denzil Lekshe, Sprecher der CTA, diese Ankündigung als offensichtliche Lüge und bekräftigte, dass nur seine Heiligkeit das Recht habe, über seine Reinkarnation zu entscheiden. Sejong Bemba-Tsering betonte während einer öffentlichen Rede ebenfalls, dass atheistische Regime wie China, die versuchen, Rechte in dieser Angelegenheit für sich zu beanspruchen, dies ausschließlich aus politischen Gründen tun und führte 3 Gründe an, warum es Sache seiner Heiligkeit des Dalai Lama ist, über seine Reinkarnation zu entscheiden. Seine Heiligkeit hat seinen Wunsch zum Ausdruck gebracht, Tibet und China auf Einladung zu besuchen, aber auch klar erklärt, dass er aufgrund der fehlenden Freiheit in Tibet nicht dauerhaft zurückkehren werde.
Zweitens will China die goldene Urne ziehen. Vor der Einführung der goldenen Urne im Jahr 1793 hatten wir 8 Dalai Lamas. Wollen Sie damit andeuten, dass der erste bis 8. Dalai Lama keine Dalai Lamas waren? Drittens. Beansprucht China die Legitimität für die Identifizierung der Reinkarnation seiner Heiligkeit? Wie kann ein Land, das nicht an Religion glaubt, diese Aufgabe übernehmen? Seine Heiligkeit sagt, wenn China wirklich daran interessiert ist, den nächsten Dalai Lama zu identifizieren, sollte es den Buddhismus studieren und das Konzept des Lebens vor und nach dem Tod akzeptieren. Die tibetische Exilregierung drückte ihr Beileid zum Tod von Pramila Tai, der ehemaligen Leiterin der Rashtra Sevika Samiti und einer standhaften Unterstützerin Tibets in Nagpur, die im Alter von 96 Jahren verstorben ist. In Übereinstimmung mit den buddhistischen Traditionen hat Galendra Madhyari im Namen der CTA seine Heiligkeit den Dalai Lama um seinen Segen und seine Gebete für Pramila Tai gebeten. Das Tibet-Museum der tibetischen Exilregierung veranstaltete seine zweite Wanderausstellung mit dem Titel Biografie seiner Heiligkeit des Dalai Lama, die unterteilt war in frühes Leben und Aufgaben seiner Heiligkeit, Begegnungen mit indischen und internationalen Staatsführern, Auszeichnungen und Ehrungen, Kalachakra-Zeremonie, 4 grundlegende Verpflichtungen und Bücher, die von seiner Heiligkeit dem Dalai Lama verfasst oder mitverfasst wurden, und würdigt damit das Leben und Vermächtnis seiner Heiligkeit in Lada vom 19. Juli bis zum 2. August. Die Tour begann vom 19. bis zum 25. Juli in Zanskar und wurde vom 26. Juli bis zum 2. August an 4 verschiedenen Orten in Leh fortgesetzt. Die Führung der CTA besuchte am 26. Juli den ersten Veranstaltungsort in Leh und am nächsten Tag nahm der Präsident der Tschechischen Republik Petr Pavel und seine Delegation daran teil. Das Tibet-Museum zeigte außerdem 2 Filme über seine Heiligkeit und In Search of Jewel, einen Animationsfilm über den Prozess der Identifizierung der Reinkarnation seiner Heiligkeit des Dalai Lama. Die Ausstellung wurde von Menschen aus allen Gesellschaftsschichten und verschiedenen Altersgruppen besucht, die ihr Interesse bekundeten. Diese Woche im Jahr der Barmherzigkeit zu Ehren des Lebens und Vermächtnisses seiner Heiligkeit des Dalai Lama hat das Tibet-Büro in Brüssel eine Reihe von Gedenkbriefmarken herausgegeben, die von der belgischen Post gedruckt wurden. Die Briefmarken werden während des gesamten Jahres der Barmherzigkeit für alle offiziellen und öffentlichen Korrespondenzen verwendet. Der Vertreter des tibetischen Büros in Brüssel, Rixi Gyengkhang, kommentierte diese Initiative als einen Beitrag zur Verbreitung der Botschaft des Mitgefühls durch die Integration dieser Briefmarken in die tägliche Kommunikation. Das Tibet-Büro in Genf verteilt an alle tschechischen Botschaften in seinem Zuständigkeitsbereich Exemplare des Buches über die Freundschaft zwischen seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama, und Václav Havel. Das Tibet-Büro in Canberra und der Australian Tibet Council veranstalteten gemeinsam einen Empfang für die Australian All-Party Parliamentarian Group for Tibet und andere Würdenträger in der australischen Hauptstadt. Die stellvertretende Sprecherin des Repräsentantenhauses Sharon Claydon nahm als Ehrengast teil und erinnerte sich herzlich an ihr Treffen mit seiner Heiligkeit dem Dalai Lama und lobte dessen Engagement für Gewaltlosigkeit und universellen Frieden. Weitere hochrangige Gäste waren Mitglieder des Parlaments, hochrangige Diplomaten, ehemalige Senatoren und ehemalige Vertreter des Tibet-Büros in Canberra. In Nepal ehrte die Namgyal Higher Secondary School seine Heiligkeit mit einem internen Kulturwettbewerb. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.